Für die Liste da noch nie gesehen haben, das sind Song-Releases, Mundart-Song-Releases spezifisch, von Artist-Profil unter 500 monatliche Hörer. Das heisst, gewisse Artists, solange sie noch bei dieser 500 monatlichen Hörergrenze sind, kommen da natürlich immer wieder vor. Es gibt natürlich aber auch gewisse, das hat sich jetzt auch ein bisschen entwickelt mit der Zeit, dass ich auch beobachten kann, dass gewisse irgendwann einmal über den Wert raufkommen, also über 500 monatliche Hörer und dann irgendwann auch wieder unter den Wert fallen und dann nachher wieder in dieser Release-Liste wieder reinkommen, sozusagen. Was ich jetzt da amigs mache, oder mir immer mal wieder ein bisschen regelmäßig versuche anzuschauen, ist, ich kann mir irgendeinen Monat anschauen oder vielleicht 2-3 Monate gleichzeitig, um einfach mehr Daten zu haben und dass es ein bisschen wertiger ist oder repräsentativer. Und dann habe ich amigs angefangen rauszusuchen, welche von diesen Artists wiederum mit diesen Song-Releases es über die 500 monatliche Hörermarke geschafft haben in dem jeweiligen Monat oder wenn man sich halt eben mehrere Monate anschaut. Und die Zahlen oder die Statistiken, die ich da ein bisschen für mich selber mache, die tue ich dann amigs auf dem IG-Channel posten. Für die es mitverfolgt haben, habe ich den Zeitraum Mai bis Juli 2022 von dieser Mundart-Release-Liste mir angeschaut. Also es sind 3 Monate dann dort, Mai, Juni, Juli drin. Und in diesen 3 Monaten habe ich da einfach mal aufgelistet, können wir noch mal schnell durchgehen. Es sind mehr als die 188 Artists natürlich da hinter diesen Releases, weil wenn du einen Kollaborationstrack hast oder vielleicht 2-3 Leute dort involviert sind, wird die Zahl höher sein als die 188. Aber wenn man jetzt nur den Main-Interpret zählt, im Zeitraum Mai bis Juli 2022, dann sind das 188 Artists gewesen. Also eben, denkt immer, Artist-Profile sind da rausgefiltert worden, unter 500 monatliche Hörer. Die 188, das ist auch noch spannend irgendwie zum Schauen, wer natürlich mehrmals released hat von diesen 188. Aber die 188 haben im gleichen Zeitraum, Mai bis Juli 2022, haben die 269 Songs released. Auch da wären es ein bisschen mehr, sagen wir 3 bis 320 Tracks, womöglich, weil bei Album- und EP-Releases habe ich immer nur den Most Popular Track genommen. Also es landet natürlich nicht, wenn jemand das 10-Track-Album release, landen nicht alle 10 Tracks dort in dieser Mundart-Release-Liste, weil es das sonst viel zu fest überfüllen würde. Jetzt, um das geht es mir ein bisschen bei dieser Statistik. Von diesen 269 Tracks, beziehungsweise von diesen 188 Artists, im Mai bis Juli 2022, wie viele von denen haben tatsächlich über 500 monatliche Hörer erreicht? Also nachdem sie dort eingetragen sind in dieser Release-Liste. Und das sind da im Fall Mai bis Juli 17 Artists. Und das sind, wenn man es jetzt vergleicht mit diesen 188 total, sind das gerade mal 9%. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, von Mai bis Juli von diesem Jahr, dass von 188 Artists unter 500 monatliche Hörer, dass es 17, also 9% von denen, auf über 500 monatliche Hörer geschafft haben, weiss ich jetzt nicht, ob das ein guter oder schlechter Wert ist. Darum auch die Statistik, dass wir uns das vielleicht so im 6-Monats-Takt irgendwie anschauen können, wenn ich das jetzt weiterhin so beibehalten kann, um ein bisschen herauszufinden, tut sich die Zahl ein bisschen verändern, steigt die Zahl, also die 9%, oder jetzt halt da auch als reale Zahl, die 17 Artists, könnte steigen in einem jeweiligen Monat. Oder wenn man jetzt also 2-3 Monate als ganzen Block sich anschaut. Ihr seht aber schon, für gewisse, die da jetzt zuschauen, die da schon über dieser 500 monatliche Hörermarke sind auf Spotify, ist das vielleicht auch spannend zum Anschauen, dass ein Grossteil, sage ich mal, wenn man sich halt die Mundart-Release-Liste auch selber anschauen würde, ein Grossteil ist immer noch unter dieser 500 monatliche Hörermarke. Was ich da noch zusätzlich reingetan, was ihr ganz unten seht, ist auch, dass selbst von diesen 17 Artists, die da registriert worden sind in der Statistik, haben 5 von diesen ausländische Städte in den Top-Listeners auf Spotify. Die tue ich jetzt einfach mal noch ein bisschen ausklammern für den Moment, weil man da halt damals nicht so genau weiss, sind die Songs jetzt dort reingekommen, weil man irgendwelche Fake-Playlists gezahlt hat, oder sind das jetzt die Songs, die auch teilweise in diesen Playlists bleiben, in diesen ausländischen Playlists. Darum zähle ich damals die
Die Artists, die dort noch ausländische Städte drin haben, zähle ich ein bisschen weg. Darum habe ich aber beide Zahlen hier aufgeschlüsselt. Ich habe das auch noch im Januar und Februar 2022 gemacht. Dort habe ich mir einfach 2 Monate angeschaut. Da habe ich zwar keine Prozentzahl ausgerechnet, aber könnte man sich da schnell im Kopf machen. Das war auch etwa mehr oder weniger gleich gewesen, wie im Zeitraum, wo wir uns vorher angeschaut haben. Januar bis Februar 2022, also das sind nur 2 Monate gewesen, Achtung, nicht 3 Monate wie vorher. Aber im Januar bis Februar 2022 sind es ungefähr 100 Artists gewesen und ca. 113 Mundart-Songs sind da in 2 Monaten entstanden, also Anfang Jahr, unter 500 monatliche Hörer. Davon haben 10 Artists über 500 monatliche Hörer. Aber auch da, von diesen 10 Artists, haben 4 ausländische Städte in den Top Monthly Listener Regionen gehabt. Das war Januar und Februar 2022 gewesen. Und dann, das war im Mai 2021 gewesen. Also ein Jahr vorher, oder ein bisschen mehr als ein Jahr vorher, habe ich mir das erste Mal angeschaut. Da habe ich allerdings nur einen Monat mir angeschaut. Dort waren es 76 Artists gewesen und 79 Releases, die dort im Monat Mai entstanden sind. Und von diesen 76 Artists haben 7 Artists über 500 monatliche Hörer erreicht, also nach dem Eintrag. Ich habe das jetzt einfach alles mal in ein Video packen. Für die das interessiert, könnt die Mundart-Release-Liste auch selber mal abchecken. Die ist in der Video-Description da überall auch drin. Vielleicht haben die einen oder anderen, die da jetzt dazu schauen, auch eine Idee oder gewisse Inputs, was sie selber von dem halten, oder allenfalls, wie man irgendwie den Prozentsatz, den wir da sehen, die 9% jetzt in dem Fall, wie man die kann erhöhen, vielleicht irgendwann einmal nachhaltig. Sollte man die überhaupt beeinflussen oder nicht? So, das sind jetzt alles Fragen, wo ich jetzt auch keine Antwort auf das habe. Checkt die Liste mal ab. Ich tue die da auch überall noch verlinken. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.